Ich war letzte Woche mit Adi im teuersten Luxushotel der Schweiz. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut das Video jetzt an. Das hier ist das teuerste Luxushotel der Schweiz. Spa, Golfplatz, ein Privatkino, Tennisplätze, sogar Charlie Chaplin oder Sean Connery waren schon dort. Bis zu 46... Hä, waren die wirklich dort? Das wusste ich gar nicht. Charlie Chaplin und Sean Connery. Und ich wusste gar nicht, dass Adi Sean Connery kennt. Normalerweise kennt der überhaupt nichts. 40.000 Franken kostet das teuerste Zimmer. Doch der Einzige, der noch nicht da war, bin ich. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter. Es ist jetzt soweit, ich werde mir eine Nacht im teuersten Hotel der ganzen Schweiz buchen. 2 Erwachsene, 1330 Franken für eine Nacht. Digga, what the... Ja, und eben, das war das günstigste Zimmer. Ey, das war das günstigste Zimmer. Kannte ihn auch nicht, erst nach exzessiven Recherche. Fuck, diese Bilder hier. Holy shit, wenn wir das hier bekommen im Zimmer... Ja, das Zimmer ist frei. Ich denke, ich werde jetzt 1332 Franken ausgeben. Ich gehe natürlich nicht allein in dieses Hotel, sondern zusammen mit Maelo, Digga. Ist geil, oder? Das Hotel ist natürlich in Luzern, beziehungsweise in der Nähe von Luzern. Aber mit dem Auto zum Hotel fahren wäre ja sehr, sehr langweilig. Deshalb fährt hier extra nur für dieses Hotel ein solarstrombetriebener Katamaran. Wir fahren von hier mit dem Boot über den See zum Bürgenstock Resort auf diesem Hügel. Digga. Und die Schweiz ist auch einfach so schön. Von dort hinten sind wir gekommen und jetzt gehen wir dort hoch, denn dort ist das sehr geil. Bürgenstock Resort. Die Fahrt mit unserem Schiff hier hinten war schon mal eine absolute 10 von 10 und jetzt gehen wir natürlich, wie soll es anders sein, mit einer Standseilbahn direkt ins Hotel rein. Also die geht wirklich unten ins Hotel rein und diese Fahrt kostet, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, 43 Franken für eine Fahrt nach... Ey Digga, das hatte ich schon wieder vergessen. 43, aber das finde ich wirklich schon, das geht wirklich schon frech. Das ist wirklich frech. 43 Franken, weil die Fahrt, die geht auch wirklich nur 5 Minuten oder sowas. Die machen das Geld damit. Du zahlst doch den Kinderpreis. Ja, okay, scheiß drauf. Oben. Herzlich willkommen im Bürgenstock Resort. Hotelgäste. So, Reception, nur Hotelgäste. Hallo. Wer hat reserviert? Haben Sie schon Jahreis gehabt? Ja, ist gut, ja, ist ja. Da jetzt aus dem Krupp-Sandwich bis Rindsfilet bis passt eigentlich alles. Perfekt. Danke schön. Danke für die Lage. Ich wurde noch nie so in einem Hotel empfangen, Digga. Noch nie, ich wurde so wie ein König behandelt. Ja. Digga, schau mal, die Badewanne, Digga. Nee. Das ist der View von der Badewanne. Hier drin mit deiner Mutter chillen. Es hat natürlich nicht nur eine Badewanne, sondern auch eine Dusche. So ist es ja nicht. Alles WC. Man muss für das Schmiede... Wie kann man so blöd sein? Ich habe wirklich gedacht, dass das ein Dings ist. Ich habe wirklich gedacht, dass das eine Dusche ist. Beide gleichzeitig drücken. Oh! Auf romantisch angelehnt, aber ich sage... Du bist hier so im Bad und du machst einfach diesen hier. Das ist es. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, wie hässlich du bist. Jetzt reicht's langsam. Stell dir Der vor, war du gut, wachst der mit war wirklich Milo gut. auf. Hallo, du Süße. Dann gehst du hier rüber auf diese Bank. Digga, das ist auch wieder so ein Clip. Das ist wieder so ein Clip, das kann man wirklich für viele Sachen brauchen. Würdet ihr auch gerne mal neben mir aufwachen und ich sage euch das hier? Nimm Milo auf. Hallo, du Süße. Dann gehst du hier rüber auf diese Bank und genießt diese Aussicht. Hier einen Apfel essen, das ist es einfach. Der Apfel schmeckt auch so viel besser, ich sag's dir, wie es ist. Hier hat's da. Was man noch dazu sagen kann, ist, Adi hat diesen Apfel nur 3 Bisse genommen und dann ist der dann wirklich ganz gediegen irgendwo anders gelandet. Warum? Weil Adi hat so Zahnfüllungen, Zahnprothesen mäßig drin und konnte dann den Apfel nicht essen. War das eine interessante Story? Mit Besteck, Alkohol für Tornados, es hat Belvedere-Wodka, Digga. Im Badezimmer sind die Badeaccessoires von Bulgari. Schweizer Schokolade. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit diesem Preissegment, aber ich würde sagen, für Aber die ist so geil. 1300 € ist das Zimmer auf jeden Fall. Adi hat schlechte Zahnhygiene. Ey, ich weiß es nicht. Also, vor Ort im Hotel wurden die Zähne schon nicht geputzt. Adi, gibt's da ein Statement?
angemessen. Die Größe weiß ich nicht. Ja. In einem anderen Land für 1300 würde man wahrscheinlich Eine Suite bekommen, eine große Suite. Ich wollte eigentlich sagen, in einem anderen Land würde ich in einem anderen Land bekommen für 1300 Euro noch dazu eingeblasen. Der Witz muss noch ein bisschen ziehen, so wie ein Tee. 1300 würde man wahrscheinlich eine Suite bekommen, eine große Suite mit mehreren Zimmern. Ja, könnte sein, aber ich weiß es nicht. Ja. Ich kenne mich auch nicht aus. Ja. Weil hier geht's gesittet zur Sache. Die Deutschen können vielleicht gut Bier trinken, aber die Schweizer fahren Gucci. Oh nee, Es gibt jetzt reicht's. Tennisplätze, es gibt einen Golfplatz, es gibt 3 Villen-Suites, es sind eigene Häuser, die gebaut wurden und das Ganze auf einem Hügel. Schabos wissen, wer der Babo ist. Haftiabi ist der im Lambo und Ferrari sitzt. Und die Arabi Money Rich wissen, wer der Babo ist. Ey Digga, die haben mir einfach eine Statue von dir aufgestellt. Wissen, wer der Babo ist. Ey, nee. Was soll das jetzt wieder? Sehe ich so aus? See no difference? 1:1? Guckt euch das mal an. Rüber? What the fuck, Digga. Das hier ist, Kunst. Was ist das hier? Ist es ein Tennisplatz oder ein Pool? Ah doch, selbst ein Tennisplatz hat so diese Wände. Es ist einfach straight up eine Tennishalle. Und es ist nur ein Platz. Es ist dann wirklich nur ein Platz. Es sieht so Digga. abgespaced aus. Ich hätte so Bock gehabt, dort Tennis zu spielen. Wir sind irgendwo in den Schweizer Bergen und es ist so ein riesen Resort. Es ist irgendwie schon ganz ein bisschen sass. Es fühlt sich so an, als hätten die hier so ein ganz kleines Dorf hingebaut. Es hat so alles, was man braucht. Einfach viel zu teuer. Aber es sieht wunderschön aus, das muss man dem Ganzen lassen. Boah, Meister. What the fuck? Die Aussicht hier ist einfach nur absolut hässlich. Das ist die Aussicht auf den Vierwaldstätter See und dort oben im 5. Stock ist unser Zimmer. Und dort unten ist das Boot. Freunde, ich sage euch ehrlich, das ist etwas vom Krassesten, das ich jemals gesehen habe, dieses Hotel. Es ist wirklich Luxus. Das habe ich gar nicht gesehen. Dass er so ein Real Talk gemacht hat. Ich glaube, hier macht er noch so ein bisschen den Down-to-Earth Real Talk, damit die Leute ihn noch ein bisschen entspannend finden. Aber eigentlich würde er sich das am liebsten immer gönnen. Sure. Jetzt kommt emotionale Musik im Hintergrund und okay. Luxus von Anfang bis Ende. Man ist immer betreut, es hat immer Leute, die da sind. Es ist extrem sauber. Also wirklich. Und ich bin mit Milo da und nicht mit einem Girl. Perfekt. Ich bin doch auch eine Hübsche. Wissen, wer der Babo ist. Wenn Ja, das ist es nämlich. man mal im teuersten Hotel der Schweiz ist, dann muss man auch Sachen machen, die noch niemand im teuersten Hotel der Schweiz gemacht hat. Deshalb habe ich Cheeseburger dabei. Nee. Das ist wirklich sehr, sehr hässlich. Tokat Kopf ab, Mortal Kombat. Ich glaube, wir gehen jetzt baden. Das sieht so insane aus. Alpenpustbar. Jetzt wird's sexy. Dieses Bad ist etwas vom craziesten, das ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Würdest du lieber mit deiner Dame hier sein? Ich würde schon eher mit deiner Mutter hier sein. So Warum ist es. hast du sie nicht eingeladen? Deine Mutter? Ja. Denkst du, dass hier drin schon mal jemand einen Tornado entzündet hat? Ja, schwierig, könnte sein, ja. Denkst du, dass hier drin schon mal jemand in einem Peso-Pool in einen Tornado entzündet hat? Auf gar keinen Fall. Das ist es. Das ist halt perfekt. Nee, schon jetzt denke ich mir so, nee, das musste jetzt wirklich nicht sein. Das ganze Zimmer war voll mit Bier. Digga, ich bin auch nass mit Bier. Tornado im teuersten Hotel der Schweiz entzündet. Check. Ja, leider war in unserer 1300 € Übernachtung kein Abendessen inbegriffen. Deshalb haben wir uns auf die Suche gemacht nach dem billigsten Abendessen im ganzen Hotel. Dresscode smart, casual, sportlich, elegant. Ja, so sehe ich aus, ja. Ich habe noch nie Wagyu gehabt, deshalb nehme ich vielleicht den Wagyu Beef Burger, aber ich bin mir nicht sicher. Eine Currywurst zum Beispiel, die kostet 32 Franken. Oh mein Wagyu Gott. Beef für 46 Franken. Ich erwarte wirklich etwas sehr, sehr Gutes, sonst bin ich enttäuscht. Ja, schmeckt geil. einfach nach Beef. Es schmeckt. Die gehen ins teuerste Hotel und essen einfach Burger. Ey, was wollten wir anderes machen? Es war einfach... Ey. Schmeckt einfach nach Beef, Digga. Und dann ist etwas passiert, mit dem wir niemals gerechnet haben. Wir kommen gerade vom Essen zurück und kommen in unser Zimmer und hier steht einfach Champagner und ist hier mit dem YouTube-Logo. Wir haben uns nicht vorangemeldet, das ist wirklich. What the fuck? Herzlich willkommen zu unserer Präsentation über das Bürgenstock. Nee. Wir sind das einzig wahre Luxusresort in der Schweiz. So, jetzt erstmal ein Tornado entzünden, Digga. Ich glaube, diese Flasche kostet einfach 100 Schweizer Franken. Digga.
Kellner! Bitteschön. Dieses Simon! Digga, ihr seid so. Wie seid ihr so gut? Warum seid ihr so gut? Kellner! Bitteschön. Vielen Dank. Darf sonst noch was sein? Halt der Maul. Oh. Was ist deine Meinung zu diesem Pool hier? Es ist kein Pool. Aha. Wir haben es jetzt 22:57 Uhr, der erste Tag, beziehungsweise auch der letzte Tag hier im Bürgenstock Resort geht zu Ende. Maelo, wie war's für dich? Entspannt. Ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr geil. Ich bin überrascht, wie unangenehm ich das finde, so gut betreut zu werden. Für mich ist es wirklich schon extrem unangenehm, wenn Leute so zuvorkommend sind, so höflich. Ich glaube, für die Leute, die in solche Hotels kommen, für die ist das ganz normal, aber für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt, aber trotzdem wirklich ein sehr, sehr hoher Luxus. Ich habe leider nichts, mit dem ich das Hotel vergleichen kann. Möchtest du, dass ich noch was sage? Wenn ja, dann... Ich würde dich jetzt gerne flach machen. Morgen. Nee. Warum sage ich solche Sachen? Und was nachher passiert ist? Digga. Imagine hier einfach ein Kind schlachten, ne? Man sitzt hier und dann hat man diesen Wie bitte? View. Holy shit. Oh, Das Frühstück ist Memo. keine Selbstbedienung, man muss hier bestellen von der Karte. Aber der Ausblick, ja, kann man machen. Das ist die Küche, es sind mehr Köche als Gäste tatsächlich. Frag nicht, was für Saft. Einfach Orangensaft. Ich bin natürlich ein Hustler und habe jetzt noch ein Meeting mit dem Schweizer Radio und Fernsehen und gleichzeitig ist Maelo, Digga, guckt euch das an. Du musst haschen von der Zugspitze, Ja, das passt. Tschüss, Hotelzimmer. Oh, das war's vom Bürgenstock. Eine sehr, sehr geile Erfahrung. Aber am Ende des Tages ist es auch nur ein Hotel. Ja, am Ende des Tages ist es halt einfach nur ein Hotel. Ne? Ladies and gentlemen, thank you for your visit. The Bürgenstock Resort team says goodbye and wishes you a pleasant onward journey. Ich hab Risse in meinem Handy. Fuck. Oh mein Gott. Chopper, chopper. Rapapapapapa. Ah, Baba, Digga. Sehr, sehr geiler Vlog, Mann. Sehr, sehr geiler Vlog. War deine Freundin eifersüchtig? Nee.